Seit 20 Jahren verwandelt das Theater die Komödianten jeden Sommer den Innenhof des Kieler Rathauses in ein Open-Air-Theater und führt die Zuschauer durch märchenhafte Welten von Antoine de Saint-Exupéry. Zusammen mit dem kleinen Prinzen verlassen die Zuschauer die Rose auf seinem Planeten und treffen auf der Reise verschiedenste Charaktere, wie zum Beispiel den mächtigen König ohne Volk. Sieh da! Ein Untertan! Komm her! Den einsamen Adler, Ja, yes we can. Yes we can. Oh, den rettungslosen Säufer, trinke. den zahlverliebten Geschäftsmann 442. und den blind gehorsamen Laternenanzünder. Guten Abend. Lösche ich einmal aus. Endlich weist ein Geograf, der niemals sein Haus verlässt, den Weg zur Erde, wo der kleine Prinz dem Fuchs begegnet und von ihm lernt, was Freundschaft, Verantwortung und Liebe bedeuten. Schon mit 20 Jahren war Theaterdirektor Markus Dentler von dem Buch begeistert und träumte davon, dieses als Theaterstück umzusetzen. Dieses Stück, Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry, beinhaltet auch ganz viele Dinge, die uns im täglichen Leben beschäftigen. Also es geht ja von Liebe bis Leidenschaft, bis Tragödie, Geburt und Leben und Sterben. Alles ist da drin. Also es ist eigentlich das ganze Leben beinhaltet das Stück. Ich gehe natürlich mit der Zeit, ist ja klar. Und ich spiele natürlich meine Rollen jetzt nicht so wie vor 20 Jahren. Ich gehe ja auch außerdem man hat ja auch mehr Erfahrung im Leben und diese Erfahrung wird ja in die Rollen hinein transportiert. Die Regie des Theaterstücks führte von Anfang an Christoph Munk. Im Prinzip ist es jedes Jahr wieder eine neue Premiere, auch weil es ein Jahr gelegen hat und man muss es immer wieder frisch neu rausholen. Und dazu kommt, dass immer mal wieder die Schauspieler auch wechseln. So in diesem Jahr sind 3 Chargen, wie wir sie nennen, kleine Figuren von anderen Schauspielern besetzt. Und außerdem, man muss immer sehen, dass es neu und frisch bleibt. Und Saint-Exupéry über die Zeit hinaus, er hat es ja geschrieben während des Zweiten Weltkriegs und über die Zeit hinaus Weisheiten über das Leben gesagt hat, die immer weiter gültig sind und die jeder für sich auch als Wahrheit annehmen kann, auch als Lebensrezept. Ich glaube, darin liegt die große Beliebtheit und dann eben das Bunte und Märchenhafte, in die diese Erkenntnisse eingekleidet sind. Eine Sonderausstellung zum 20-jährigen Jubiläum im Foyer des Kieler Rathauses zeigt Fotos, Plakate, Requisiten, Skizzen und Bilder von Künstlern, die sich von den Vorstellungen inspirieren ließen. Seit der Premiere am 4. Juni 1993 wurde ca. 450 Vorstellungen für mindestens 65.000 Besucher gespielt. Der Kieler Musiker Markus Schmidt-Rellenberg spielt live bei jeder Vorstellung eigenes für dieses Stück komponierte Saxophonmusik. Die Chancen für ein Weiterbestehen stehen recht gut, denn das Stück selber wird niemals alt und das Publikum wächst ebenfalls ständig nach.